Platz snacken mit den Lütten. Das ist das, was wir die Öllern gern an Hart legen wollt. Und darum geht das ja auch. Von dort bei uns ein Online-Familiendach. Snacken ist ein Deal. Man af und an brugt Mama oder Papa vielleicht auch mal eine Idee. Was kann ich vorlesen? In was für ein Buch können wir all zusammen betten smökern? Was können wir miteinander spielen? Und noch wieder, was könnt Oma und Opa beitragen für Platt in Familie? So will ich nun ein paar Tipps für den plattdütschen Familienalltag oder auch Familiensündag geben. Fangen wir mal mit dem Wörbuch an. Wörbuch, das hört sich immer gleich nach Schul- oder Englischunterricht an. Man, das ist ein Bildwörbuch für Jung und Old, wo ein Bach Spaß mit hemmen kann. Mein erste Dusen wör a platt, heet dat Bildwörbuch. Dat de Welt von de Lütten afbild, da gibt dat ein Bild von de Kök, von ein Wagste, man auch Sport, Krankenhus und Doktor. Ob Reisen kann ihn gorn und überall in Bild oder auch an Rand sind de Socken benömt. Die Lütten könnt ihr noch sögen, den Ben Gröderin könnt Setz bilden und Mama und Papa vertellt den ganze Geschichte auf Plattotto. Ein richtige Familienbuch ist das. Just so läuft das mit Paul und Emma snackt Plattdütsch. Das erste Schulbuch für die Klassen 1 und 2. Man auch allerbeste Brugen in Kindergarten und Chlor auch zu Hus. Auch hier ist die reale Welt von Kindern vom Dorf das Thema. Mit den Unterschied, dass Paul und Emma in ein rein plattdütsche Umfeld obwussen sind und zu Hus sind. In dit Buch ist alles ob platt. Die Schiller an Hüs und an de Straßen in Hofflohn biet inkommen. Das gibt das so natürlich nicht, man so ein lüttes Stück und ein durch ab hinarbeiten, warum nicht? Zumindest zu Hus wäre das doch eine feine Idee. Auch hier ganz viel Vokabeln, man auch viel zu kicken, sogar all für die ganz Lütten. In das Schulbuch Paul und Emma und ihr Fründen sind die beiden plattdütschen Kinder ein ben gröder geworden. Sie sind nur in Klasse 3 und 4. Wie findet hier Geschichten und Abgaben, Dialogen und Spiele. Auch das Buch kann ihn für die ganze Familie brugen. Am allerbesten wäre das ja, wenn die Kinder just mit diesen Büchern auch in der Schule platt lehren dort. Man auch so kann ihn don Bach mit anstellen, auch in Netz noch Material dort zu sögen. So gibt es dort zum Beispiel ein smucke Domino-Spiel für die Wienerstiet, wo die ganze Familie sicher Freude an hat. Emily am Burenhof ist ein von den Bilderbüchern, die ich nur vorstellen will, und die gibt das in 2 Brocken. Der plattdütsche Text ist natürlich wichtiger, man der hochdeutsche ist auch dabei. Wenn Mama oder Papa den mal ein Wort nicht so gau klug kriegen könnt, dann könnt sie ja gau mal nach das Hochdeutsche hinluren. Und sonst ist das eine bunte Geschichte von allen dat, was auf dem Burenhof so los ist. Die deren Emily besöcht Onkel und Tante auf dem Hof, und als sie den Kuchen backen will, dann muss sie erstmal los und sich eins auf dem Hof besorgen. Eier von den Hühner, Appeln von Bohnen und so wieder. Aber den Klassiker für Kinder von Theodor Storm, der Lütte Hävelmann, freut sich sicher auch die Grodenlüt. Meist mehr noch die Grotöllern, die mit dem Buch in hochdeutsches Brock sicher abwussen sind. Dat alle Merken von den Lütten Jung, die mit sin Rollenbett in Häfen führt, wie es in ganz anderer Welt, als die Kinder er vom Dorf kennt. Lüch, ole Mond, Lüch. Da könnt die Lütten sich fein mit Oma und Opa übersnacken. Die Finnfoss. Eine wunderbare Geschichte von den Lütten Voss, die sie Mutter verloren hat. Mann, he hat Glück. Ein Vossmutter findet und nimmt mit nach Hus. Hen noch ihr eigen Jungen. Und ganz gau mag sie kann nicht mehr von der eigen Lütten Voss unterscheiden. Dit Buch ist vielleicht die jungen Öllern noch auf Hochdeutsch oder Schul bekannt. Irina Korschunov, er Findefuchs, ist bit von doch in Klassenlektüre in der Grundschule. Nu auch in plattdütsches Brock. Man tu's ist dat na Chlor, auch fein zu lesen.
Und ein kann gut miteinander darüber snacken. Ein Buch, was warms gibt und was trösten kann. Nu kommt das schöne Ole Märken von den Bremer Stadtmusikanten. Mit Bilder von den Kinderbuchmaler Janosch. Dat mag Grot und Lütt so richtig Spaß. Ob'n Ömslach, tanzen vergnügten Esel und sogar dat frisch und munter wieder. Die Geschichte ist vertellt in Bremer Platt, was in Lüttenbetten anders ist als bei uns in Schleswig-Holstein. Man, das kann ihn denn ja auch so lesen, als ihn Advent ist und fixen Betten abändern. An en hiet dat, de Muskanten, wär dat Hus so bannig nur de Mütz, dat sie da worden blieben. Bloß wenn sie ein bisschen Geld nötig haben, dann gehen sie nach Bremen und mögen Musik auf dem Marktplatz. Die Grüffelo hat sich mittlerweile mit den Riemels in Hart von Lütt und Grotrins liegert, ob Hochdeutsch und ob Plattdeutsch. Gif das wirklich? Das ist die große Frage. War der Lütte Mus mit belebt, mag Spaß und ist gar nicht so grulich, als ihn erst denken kann. Zumindest habe ich noch kein Kind belebt, was bang ist für den Grüffelo. Liegers, wenn wir mal so in den Text drin hören, dort, oha, wo kein ist dat, mit gruliche Klauen und gruliche Täen, derten zu kauen, mit knüttige Knäen in gräsige Pot, ob den nächsten Wort, so giftig und grot, mit Feuer in den Augen, n Tung so lang und stickeln ob'm Rücht, da war die dat bang. Ja, noch ein Buch, auch in Tweesbrocken, das ist Lenas grötzte Wunsch. Das ist die Geschichte von ein Lüde deren, das mit ihr Öllern in den anderen Stadt trecken schall. Sie ist so trurig darüber und will das nicht. Sie will wie all ihr Fründen blieben. Eine gute Idee in der Familie mal auch platt, über das Wünschen zu spiegeln. Was wünsch ich mir als Kind, was wünsch ich mir, wenn ich groß bin? Und was kann wohl klappen und was nicht? Für derens und Jungs, die an Bettengröder sind, ist Mammut Hansen lebt nicht in Zoo, in wunderbare Buch. Man auch für die Lütten mag das Spaß, wenn Mama oder Papa vielleicht auch die gröderen Geschwister da ut vorlesen tut. Dat Lütte Mammut, und das ist wirklich ganz löt, ist ut so ut neid und wie Familie Hansen Land. Da lebt dat Lütte dert nu, als wenn dat ein Familienhund wär. Und dat benimmt sich auch so. Will mit in Bett wie die Kinder sloppen und dat muss sogar nach der Hundenschule hin. Die Textstücken sind ein bisschen wat länger. Man liegers ist dat fein in Kapitels indeelt, so dat ein dat noch vorlesen oder auch selbst lesen kann. Ja, spielen ab Platt ist eigentlich ganz einfach. Eins, was den ob Hochdeutsch spielen kann, so als Mensch Ager die nicht, und all der anderen Brettspielen, die wir so kennen dort, kann man natürlich auch auf Platt spielen. Das mag plattdeutsche Familien sicher ganz normal und automatisch so. Und klar können sich Öllern und Kinder selbst was denken, Wörkorten basteln, ob der eine sieht der plattdeutsche, aber der andere sieht das hochdeutsche Wort. First nennen möchte ich hier zwei Spielideen für Familien. Die Spiele Tüdelbüdel und was muttert Mutt. Die ganz Lütten könnt ihr noch nicht so viel mit anfangen. Man braucht ja auch was Lustiges für die allen beiden Öller sind. Auch die richtig Ölleren heb Spaß dabei. Wie beide Spiele geht das darum, zwei Delen zu Haupt zu kriegen. Einmal geht das die besten Schimpfwörter, wie das andere Snacks ob Platt. Und wo keiner hier die meisten Poren für sich auf dem Tisch liegen hat, die hat gewonnen. Kann angehören, dass Oma und Opa den Föhren liegen dort. Die weht nämlich, wat ein Gröllbüdel, den wies ich jetzt hier mal, der Gröllbüdel, oder auch ein Spöckenkieger ist. Das kennt Oma und Opa noch. Und sie kennt auch die Snacks, auch die Schwarzdeko, gif wie die Milch.
Hier ist sie, ich doch gar mal wiesen. Ups. Auch das schwarze Kuh gibt wieder Milch und nicht anfummeln, wenn was löppt. Tja, bei den Fummeln schon wie sagt's noch. Und dann löppt das mit platt in den Familien, da bin ich ziemlich sicher. Das wär man nun ganz lüde ut Wolf und dat war dat allen so Gif ob platt und dat Gif mit de Wielen ganze Bach. Wo kein noch mehr Buben deit, de mäßig mo gern bei uns. Wir könnt gern wiederhölben. Und wie freut uns, wenn platt in der Familie nicht bloß snackt, man auch lest und fürlest ward. Vielleicht gibt dat denn nu bald in de Kinderstuven auch ein plattdeutsche Kinderbücherregal. Dat wünsch ich mi ganz doll für all de Lütten Platznaggers in Land. Und nu sag ich vielen Dank für Tohören und Tokigen. Und an Ende habe ich noch so eine lütte Bücherlist. Die kann man dann auch noch lesen. Da sind alle Bücher dabei, die Kirchus eben fürstellt. Ja, danke auch.